ist ein hübscher Touring-Töff mit einem frechen Look. Metallic Spark Black, Metallic Graphite Grey sind seine Farben. Mit verstellbaren Kupplunghebel, als Elektronik nur das ABS, hübscher Tacho mit LEDs, Shocklink System, Ölinsfederung und 310 mm Brembo Bremsendisk. 142 PS und das Ganze kannst du mitheinen für nur 14.900 Franken. Das ist Double X Rider und das ist mein Review von der Kawasaki Z1000R. Meine allererste Impression, die ich von dem TÜV habe, ist, dass mir die Fahrposition sehr gerade ist. Also, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie aggressiv dass du drauf fahren willst. Aber die eigentlich erste Position zum Fahren ist sehr gerade. Also sehr bequem. Auf jeden Fall, ich kann mir gut vorstellen, man kann einen ganzen Tank verbrauchen, ohne dass der Arsch so weh tut. Ich habe Arsch gesagt. Was man auch merkt an dem TÜV ist, dass er unglaublich handelbar ist und präzise vor allem. Im Vergleich zu den anderen Naked Bikes, die ich gefahren bin, merke ich, dass die Kawa sehr stabil ist. Ich weiß nicht, ob das wegen der Ölinsfederung ist oder weil es einfach so aufgebaut ist, dass es stabiler ist. Auf jeden Fall, es gibt mehr Sicherheit. Es ist nicht so ein Spielzeug, sondern es ist schon ein bisschen mehr TÜV. Was mir auch an dem TÜV gefällt, ist, dass, obwohl wir mit dem Stockauspuff am Fahren sind, der hat noch recht. Er hat noch richtig geil, ist nicht schlecht. Alright. Okay. Nicht schlecht. Machen wir sie mal testen in der Kurve, hä? Oha. Das ist kein Touring-TÜV! Das ist eine Bestie, ready zum Einsatz! God damn! Der Traktor! Oh mein Gott! Wie viel Power hat denn das? Hei, hei, hei. Gerade da hinten dran bleiben jetzt. God damn, kommt jetzt etwas. Oh mein Gott! Wie das abfährt! Unglaublich! So viel Power in dem TÜV drinnen. Schau mal, schau mal! Unglaublich, wie viel Leistung der TÜV kann rausbringen. Ich habe es mir wirklich gar nicht erwartet. Kein bisschen von dem TÜV. Mein Gott, wie ist das abgegangen? Hui, 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 hui. Haben wir wieder wie ein kleines Kind gefühlt. Unglaublich stark. Hammer. Einfach Hammer. Ich will da drehen. Ich will das nochmal machen.
Hallo zusammen, endlich mal sehen wir uns. Was mich am meisten überrascht hat, ist, dass so ein Touring-Bike so viel Power kann leisten kann. Oh, das ist wirklich gewesen. Es ist Normalerweise als ein Naked Bike hast du das eine oder das andere. Mega viel Spaß, aber sehr instabil. Aber das zum Beispiel ist wirklich ideal gewesen. Mega viel Power, mega viel Push. Es hat so eine riesige Kraft. Es ist definitiv kein Touring-Döff. So wie es in der Beschreibung steht, es ist wirklich ein Super Naked. Es ist wirklich erstaunlich, wie leicht das der Döff ist und gleichzeitig stabil. Die Federungen machen wirklich seinen guten Job. Was mich auch zum Erstaunen gebracht hat, sind die Brembo-Bremsen. Vielleicht erkennt ihr die Bremsen auf einen anderen Döff. Das sind die genau gleichen Bremsen, die die Ninja H2 benutzt. Das sind die Brembo-Bremsen mit 310 mm Disc. Ich weiß nicht, ob ich das als Minuspunkt zählen kann, aber ich würde sagen, meine Meinung ist, der Döff ist überhaupt nicht geeignet für Lehrlinge. Also es ist ein Döff mit sehr viel Charakter und den muss man kontrollieren können. Also definitiv für Piloten, die wirklich Erfahrung haben, die wissen, wie reagieren, die wissen alle Tricks. Es ist wirklich kein Lehrling-Döff. Vorhin habe ich auch ein paar Achter gemacht und ein paar U-Turns, um zu schauen, wie wirklich. Es ist wie ein Velo. Es fährt sich wie ein Velo, aber man muss es kontrollieren können. Jemand, der keine Erfahrung hat, keine Chance. Es tut mir sehr leid, die SL noch haben, aber ich würde warten noch 2-3 Jahre, bis ihr da richtig fahren könnt und halt Geduld. Und so, jetzt habe ich endlich mal genug geschwätzt. Ich will endlich mal fahren mit dem TÜV. Merci vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Merci vielmals auch Mototec wegen dem TÜV und all die mich unterstützt haben. Ciao zusammen!